War das eng von den wichtigsten Aufgaben, die von einem Politiker erwartet gehen? Gesellschaft zu organisieren. Mir für zusammen zu halten, braucht eine Gesellschaft Sozialkohäsion. Aber wie baut denn so eine Sozialkohäsion ab? Durch Solidarität. Wichtig für einen Politiker ist es also, die Solidarität zu organisieren, die Leute zusammenzubringen, Synergien zu schaffen, die zur Stärkung vom Kollektiven zugunsten von jedem Einzelnen beitragen. In Europa hat die Solidarität viel Gesichter. Es gibt Solidarität zwischen Osten und Westen, zwischen Norden und Süden. Wir haben auch die zwischen Jung und Alt. Und heute will ich die letzte Form von Solidarität ausschwätzen. Solidarität zwischen den Generationen. Brücken bauen zwischen den Generationen ist immer mehr wichtig. An einem Zeitalter, wo Changementer durch Digitalisierung und Globalisierung nicht mehr so auf uns herabbrechen. Auch als die Lebenserwartung von dem Einzelnen durch die bessere Gesundheitssysteme ran Blut gegangen. Und das bedeutet, dass die Leute mehr alt gehen, wie das früher der Fall war. Durch die große Unzahl von Leuten, die pensioniert gehen, kriegen wir auch immer Männer Leute, die am Berufsleben stehen. An den nächsten Jahrzehnten wird ein Anteil von älteren Leuten in unserer Bevölkerung signifikativ an die Blut gehen. Das wird die berufstätigen Generationen selbstverständlich unter Druck setzen. Eine gefährliche Entwicklung. Wir müssen dafür sorgen, dass all diese Changements nicht zu einer Spaltung an der Gesellschaft führen. Ich kann hier ein paar Chiffren. Am Jahr 2080, das ist nach lang mehr, so lang auch nicht mehr, werden über 13% von der europäischen Bevölkerung über 80 Jahre alt sein. Die jüngste Bevölkerung geht an Irland aufwärts, die älteste Bevölkerung an Deutschland, an Italien. Tief Geburtsraten, länger Lebenserwartungen bringen mit sich, dass die Alterspyramide zwischen den Jungen und den Alten einfach auf den Kopf gestellt wird. Das führt natürlich zu immer mehr großen Kosten von der Gesundheitsversorgung, von der Langzeitpflege, von den Pensionen. Das führt aber auch zu gesellschaftlichen Problemen, wie Vereinsamung von dem Einzelnen. Lauter Herausforderungen, die man zusammen abhaken, für die Digitalisation uns kann helfen, Lösungen zu bringen. Dafür schaffen wir daran, die Brücken zu bauen zwischen Jung und Alt, wie ihr auf ein paar Fotos gesehen könnt. Weil Jung und ältere Mitbürger, die miteinander diskutieren, da gibt es keine Divisionen. Aber da können sie sich zusammensetzen, für eventuell Probleme zu lösen und für gemeinsam eine Zukunft zu gestalten.